sitzt die her jetzt da? Ist das ein Wunder, dass wir da so lange gefahren sind? Die erste Raucherpause nach 20 Kilometer auf der Rusel. Winkelpause in Deckendorf. Alle 30 Kilometer irgendeine Pause. Und dann braucht die Madame noch eine Kaffeepause. Und natürlich zum Mittag eine Mittagspause. Und so weiter und so weiter. Aber jetzt haben wir es ja Gott sei Dank geschafft. Ja, jetzt sind wir im Sauerland. Sauerland. Ja, was ist denn das überhaupt? Sind hier alle sauer? Oder fressen die alle Essiggurken? Schmarrn, Rosel. Das Sauerland ist eine Region Deutschlands. Im Sauerland wurden in vorhistorischer Zeit Zitronen angebaut. Daher der Name Sauerland. Aha. Aber so kalt ist doch. Ja, wie bei uns. Und wenn ich hinausschaue, die gleichen Bäume, die gleichen Sträucher, Täler, Hügel, auch nicht anders wie bei uns im Bayerischen Wald. Oh, hätte ich bloß mal wie am Flaschen mitgenommen. Mei, du mit deiner Wärmflaschen. Und jetzt noch was zum Sauerland. Das Sauerland ist ein kleines, schönes Gebiet an der Südküste Nordrhein-Westfalen. Es ist ein wenig bergig, äußerst grün und beinhaltet mehrere Dörfer und Kleinstädte. Die Sauerländer sprechen das sogenannte Sauerländer Platt, das der deutschen Sprache ein bisschen ähnelt. Wie in Bayern. Weißt du überhaupt, wo die abstammen? Na, wo soll jetzt Sie das her wissen? Der Sauerländer an sich bildet die direkte Abstammung vom Neandertaler. Was? Ansonsten ist der Sauerländer Homo improbus ein unanständiger Mensch. Ja, ja, aber ein sehr gutmütiger Mensch. Er vermehrt sich überraschend schnell. Ja, ja, aber nicht wegen seiner Fortpflanzungsart, nein, sondern wegen seiner ansteckenden, unbeschwerten, fröhlichen und genießerischen Art. Aber Rosel, ich glaube, du brauchst trotzdem noch ein paar historische Fakten. Unwissende. Ja. Ich erzähle dir jetzt was. Erzähl. Als der Fürst Viktor Sauerland II. Auf seinen Eroberungszügen im Jahr 823 nach Christus das gesamte Land durchstreifte, bekam er es mit einem großen Problem zu tun. Einige seiner Anhänger waren mehr als unzuverlässig und er konnte sie nicht einfach töten, da das seinem Ruf schaden würde. Doch schließlich gelangten er und sein Gefolge zu einem kleinen, unbesiedelten Stück Land, wo er seine unzuverlässigen Diener entsorgen konnte. Oh. Er ließ sie dort schuften und bewachen und passte genau auf, dass keiner seiner Gefangenen ein Wort wechselte, damit es nicht zu einem Aufstand kommt. Dieses Stück Land nannte er schlicht und ergreifend Sauerland. Allerdings rastete einer der Gefangenen, ein Mann namens Diterus Mülibergus, eines Tages aus und tötete einen der Bewacher. Die anderen Gefangenen folgten seinem Beispiel, bis alle Bewacher tot und das Sauerland frei waren. Doch dann gab es ein Problem. Die Sauerländer hatten während ihrer langjährigen Gefangenschaft kein Wort geredet und deshalb das Sprechen verlernt. So erfanden sie eine absurde Sprache, die durch seltsame tierische, fast diabolische Laute besteht. Diese Sprache kennen wir heute als Sauerländer Platt.
Nachdem die Sauerländer also frei waren, zogen sie zur Residenz Viktor Sauerlands II. Und stürzten ihn und seine Männer gemeinsam hinunter. Das war dann die Geburt des Sauerlandes. Das Sauerland war lange ein eigenes Reich, bis es irgendwann im 18. Jahrhundert dem Deutschen Reich einfach hinzugefügt wurde. Bis heute kämpft das Sauerland darum, ein eigener Staat zu werden. Stößt jedoch auf taube Ohren. Wir bei uns in Bayern. Genau. Genauso wie bei uns. Doch solange die Brauereien noch stehen, wird es keinen Krieg geben. Oh mein, apropos taube Ohren. Hast du den in ihrer Sprache schon gehört? Jetzt noch nicht, Oh warum? mein, oh mein. Ja, wie die reden. Echt? Oh, ja, unglaublich, du glaubst es nicht. Ich habe ein paar Wörter aufgeschnappt und dann nachgefragt, was das heißt. Jetzt pass mal auf. Da bin ich gespannt. Kümkes. Ja, das ist ein Bonbon. Wir sagen halt Zuckerl. Und das sagt Kümkes. Ja, ja, aber jetzt ein Brötchen halten. Ah, was? Ein Brötchen halten. Ja, das heißt, mit jemandem ein Schwätzchen halten. Ah, Wir sagen halt schwätzen miteinander. das ist klar. Ja, ja, geh. Oder Kummer. Kummer. Das ist in ihrer Sprache. Ja, ja, das heißt, ach, wie schön. Stell dir vor, so Kummerkleid oder so, ach, wie schön. Ja, Ja, aus ist. nein. Oder Bollen. Weißt du, was Bollen ist? Pollen. Bollen. Nein, weiß ich nicht. Oberschenkel. Dann hast du Pollen. Aber schöne, gell? Ja, gell? Sisse, da ist ein Baum. Sisse. Ja, ja. Siehst du. Ja, wer soll denn das verstehen? Eine Sau. Ja, geh. Ja, aber das kannst du jetzt wissen. Angedutscht. Sagt man ehrlich gesagt gar Ist nicht. aber bei uns im bayerischen Wort so ähnlich. Angedutscht. Ottitsch. Ja! Ja, schau her. Aber jetzt wird es schwierig. Kavenzmann oder Okolyt? Das war nicht. Was denn? Ein Edelstein. Ja, fast. Das ist ein sehr großes Etwas. Ein massiger Körper. Ja, so wie du. Immer weiter jetzt. Rosel, ich mag wieder heim. Jetzt, wenn wir schon da sind, dann erzähle ich dir was. Wir bleiben da, weil da ist zünftig, da gefällt's mir. Jetzt pass auf. Die Haupteinnahmequelle des Sauerlandes ist der überdurchschnittliche Alkoholverbrauch pro Kopf. So wurde errechnet, dass der Pro-Kopf-Konsum pro Jahr bei ca. 2000 Litern. Pro Nase. Ja. Somit kann man davon ausgehen, dass ein typischer Sauerländer schon vor dem Aufstehen gut drauf ist. Die Kinder im Sauerland werden schon früh an das Hauptnahrungsmittel Bier gewöhnt. So ist es nicht verwunderlich, dass die berühmte Bierflasche mit Sauggummi eine Sauerländer Erfindung ist. Was dann Das ist interessant.
Genau, ja. Und im Sauerland ist es Brauch, freitagsabend in einer Lokalität genannt Diebels Volkslieder in gesitteter Umgebung zu singen. Du hast mich jetzt voll überzeugt, Rudel. Wir bleiben da. Und deswegen fahren wir jetzt zum Gabi, zu der Gabi und zum Dieter. Mei, der Dieter. Was? Du, auf dem letzten Bild habe ich bemerkt, dass seine fleischfarbige Badekappe auch immer größer wird. Ja, mei, ist das ein Wunder. Beim ständigen Ärger mit den Löwen. Es ist ja bloß ein Wunder, dass er noch nicht abgemagert ist mit dem Ärger. Ja. Apropos Löwenkäfig, das schaut aber nicht aus wie der Käfig. Na, weil du wieder ganz anders denkst wie eine Frau. Ja, geh, und wo dort bist du dort am Tür oder wer ist jetzt da der Vorbrüller? Brüllen wie ein Lebe tut da drinnen nur der Dieter, alias Leo. Und der brüllt gewaltig. Aha, ja gut. Aus ist und gar ist und jetzt gehen wir zum Dieter und zu der Gabi.